Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Das könnt ihr heute am Nachmittag live hören, wie der Roger Federer gegen Novak Djokovic spielt im Halbfinale zu Wimbledon. Und es ist ja zum ersten Mal, dass der Roger Federer gegen Djokovic auf Rasen spielt. Ja, ich hoffe auf Heuschnupfen beim Novak, oder? Das ist doch klar. Ich werde dann vor dem Spiel unauffällig mit Gras berieseln, oder? Dann kann ich von meinen Blondie-Freunden im Publikum glänzen, oder? Ich meine, George Clooney, Brad Pitt, Michael Jackson, Michael Jordan, Pete Sampras, King Kong, Godzilla, Homer Simpson, Mickey Mouse und der Jesus, alle auch liken bei mir auf Facebook, oder? Der Euro ist vorbei, Spanien ist Meister, wir haben es schon fast wieder vergessen, dass die Euro geht, so lange ist es her. Aber der SP-Präsident Christian Löwra ist noch gängige Partystimmung. Endlich hat es in Spanien eine rote Revolution gegeben. Jetzt regiert König Fußball und nicht mehr König Juan Carlos. Was hat uns noch beschäftigt diese Woche? Ja, die dramatische mediale Trennung von Florian Ast und der Francignordi. Jetzt haben sich ja auch der Tom Cruise und Katie Holmes getrennt. Baschi, morgen, du schaust so traurig. Ja, alle zusammen. Ja klar, für meine Kathi lohne ich jetzt auch immer mein Handy extra auf dem Stubentisch liegen. Der Klingelton ist übrigens «Komm, gang doch heim, komm, gang doch». Da haben wir heute am Morgen fast, aber zum Glück nicht ganz, fast Hochwasseralarm in der Schweiz. Da steht bedrohlich hoch, Weltwochenchef Roger Köppel. Um was geht's? Ein Fluss ist ein See, der schräg steht. Punkt. Und wenn es ja nur der Regen wäre, ne? Jetzt hat die Woche heftig gehudelt, es hat gehagelt, massiv, gewittert, immer wieder heftig. Der Rapper Blick hat es auch schon müssen merken. Salut zusammen, das ist der Blick am Morgen. Krass nass. Ich bin letztes Jahr vom Blitz getroffen worden, volles Fleisch auf der Autobahn. Jetzt warte ich auf das Donnerwetter von der Schmier und lerne mich umtaufen von Blick auf Blitz. Aber primär sind wir froh, ist bis jetzt niemandem etwas passiert mit dem Wasser. Nationalrat Bastien Giraud, das wäre etwas für euch, die Natur, ja, oder? Seit der Grünen, die Natur hat gezeigt, was hier steckt. Ja, ich bin froh, dass ich noch lebe. Schliesslich bin ich oft zu Bern und nachher Aaren. Aber noch höher als Aaren ist der Pegel von meinem Redefluss. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.